Es geht weiter mit Privatermittler Jack Del Niro. Und wir sind mal hängen geblieben beim Formular fürs Taxi. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall nochmal probieren. Ich versuch's nochmal. Formular. So, was haben wir so jetzt gehabt? F12 haben wir gehabt. Und B43 Money. Dann nehmen wir jetzt Für meinen B26. Freund. Ich glaube, jetzt haben wir Taylor haben wir gehabt und Hawks. Dann nehmen wir jetzt einmal Sanders. Okay, fangen wir an. Das sollte soweit alles korrekt sein. Jetzt muss ich es dem Diensthabenden geben. Das ist eine Freigabeverfügung für Johns Taxi. Aber irgendwas daran stimmt nicht. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Gut, jetzt müssen wir es dem Typen nur geben. Mal schauen, was er macht. Hier ist die Freigabeverfügung. Ich überprüfe das mal. Scheint alles rechtens zu sein. Unglaublich, dass Sie die Unterschrift vom Detective so schnell gekriegt haben. Ich bin halt ein Glückspilz. Mehr als das. Detective Sanders ist letzten Monat an einem Herzanfall gestorben. Komisch, dass er immer noch Formulare unterschreibt. Okay, lassen wir diese Scharade. Da du mich noch nicht festgenommen hast, ist es offensichtlich, dass du irgendwas für die Freigabe des Taxis willst. Was soll's denn sein? Tja, Sie wissen ja, wie das heutzutage so ist. Wir haben eine Wirtschaftskrise. Miete ist zu bezahlen, Windeln sind zu kaufen. Wenn Sie mir helfen, drücke ich ein Auge zu. Bei wo's Helfer? Hallo, Officer. Was kann ich für Sie tun? Wegen eines beschlagnahmten Taxis. Sagen Sie es mir. Das haben wir doch schon gehabt, oder? Ich kenne leider die Zulassungsnummer. Ihr Problem. Kannst du nicht irgendwie die Zulassungsnummer... Ja, die steht auf dem Formular zu... Und ich nehme an, ich kann dann... Und Sie... Es ist doch... Ich weiß... Das haben wir alles schon gehört. Ich habe keine... Ach nee. Tschüss, Officer. Tschüss. Ja, und jetzt? Der Chinese ist nun nicht mehr da. Oder? Doch, da ist er. Das ist John. Ich muss... Ah, du gehen. Das ist doch nichts mehr, oder? Sein... Also jetzt verstehe ich das überhaupt nicht mehr. So, das muss man jetzt einmal offline probieren. Gut, jetzt haben wir umeinander probiert. Und wir müssen dem Typen eigentlich nur Geld geben. Versuchen wir es mal mit 10 Mäusen.
Reichen die? $10? Sie sind definitiv nicht Rockefeller, oder? Wenn ich reich wäre, würde ich sicher nicht versuchen, einen Nachwuchskorb zu bestechen. Hey, hören Sie auf mit der Predigt. Sie haben gerade ein Dokument gefälscht. Sie sind der Letzte, der hier predigen sollte. Versuchen Sie mal mit dem Verdienst eines Polizisten auszukommen. Ich habe eine Frau und eine Tochter. Und ich kann Ihnen versichern, dass es mir am Abend egal ist, ob bei der Arbeit alles mit rechten Dingen zuging. Wenn ich nur was zu essen auf den Tisch bringe. Okay, genug auf die Tränendrüse gedrückt. Nimm einfach die Kohle und gib das verdammte Taxi frei. Keine Sorge, ich gebe den Befehl, das Taxi freizugeben. Aha. Gut, das hab ich gekaut. Gut, das hat sie ja offline, ne? So, dann erzählen wir es dem Chinesen noch. Dein Taxi wurde freigegeben. Du mein Taxi befreit? Ja, ich habe dein Taxi befreit. Du nicht lügen? Verdammt, dein Taxi wurde freigegeben und das hat mich 10 Mäuse gekostet. Also erzähl mir mal, was du am Hafen gesehen hast. Okay. John fängt an, über den Typen mit der Knarre zu reden. Ich finde heraus, dass er hinter den Müllcontainern nicht viel von dem Gesicht erkennen konnte, das er noch kurz zuvor als abgrundtief hässlich bezeichnet hat. Der Typ machte nichts Ungewöhnliches. Er blickte ab und zu zum Taxi rüber, während er abwechselnd an seiner Zigarette zog und Sean verfluchte. Eine sehr stark riechende Zigarette, wie John versicherte. Ein bewaffneter Killer mit einem Faible für guten Tabak. Das ist wohl alles, was ich über den Typen rausfinden kann, der Sean auf dem Gewissen hat. Sicher nicht genug, um an seine Identität zu kommen. Interessant. Ich dir alles gesagt. Ich jetzt gehen? Nein, wir müssen erst noch wohin. Wir müssen? Warum ich mitkomme? Weil ich dein Taxi brauche. Ich nicht wollen sein, dein Taxifahrer. In dem Fall sollte ich der Polizei vielleicht eine Geschichte über einen Chinesen erzählen, der das Taxi eines Mexikaners fährt. Verdammt, das unfair. Willkommen in New York. Ich nicht verstehen, warum du wollen kommen zurück hier. Der bewaffnete Typ, der dich in der Nähe deines Taxis gesehen hat, suchte nach irgendwas. Vermutlich hat sein Kumpel mit dem schnellen rechten Haken die Nachbarschaft abgeklappert, während er sich an den Piers umgesehen hat. Als du wegranntest, muss er dich gesehen haben und dir gefolgt sein. Hat wohl gedacht, du hättest, wonach sie suchen. Die Ankunft der Polizei hat sie wohl vertrieben, woraus ich schließe, dass sich das, wonach sie suchen, immer noch hier an den Docks befindet. Okay, ich wünsche viel Glück. Bis dann. Nur nicht so schnell. Du gehst nirgends hin. Ich habe 10 Mäuse gezahlt, um dein Taxi wiederzukriegen. Und da mein Auto immer noch in Harlem steht, habe ich beschlossen, dass du mein Fahrer sein wirst. Auf keinen Fall, Freund. Das vergessen. Wenn dir dein Taxi lieb ist, solltest du keine Schwierigkeiten machen. Wenn ich wiederkomme und feststelle, dass du weg bist, nehme ich die Karre auseinander. Verdammt! Okay, ich dein Fahrer sein. Aber bitte versprechen, dass du mir keine Schwierigkeiten machen. Wir sind hier in New York. Das ist die Hauptstadt der Schwierigkeiten. So. Der Chines haut hoffentlich diesmal nicht ab. Und wir müssen an den Melville Docks Eine Metalltür. noch irgendwas finden. Geschlossen. Können wir vielleicht jetzt mit dem Dietrich was machen? Ich kann nicht jedes Schloss knacken. Nee. Ein Streifenwagen. Er ist zu und ich habe keinen Grund, ihn aufzumachen. Oh, da ist jemand. Jawohl, Lieutenant Malone. Ich gebe sofort Bescheid, wenn sich jemand dem Hafen nähert. Definitiv. Zu Befehl. Over and out. Es hat mir gerade noch gefehlt, als wenn dieser Tag nicht schon beschissen genug wäre. Ich hätte auf meinen Alten hören sollen und seinen Marktstand betreiben. Bei Sonnenuntergang machst du den Laden zu und das war's dann. Tja,
Ich denke lieber nicht zu intensiv drüber nach. Sieht so aus, als hätte Malone keine Witze gemacht, als er sagte, dass er seine Jungs auf mich ansetzt. Solange der Typ da steht, kann ich nicht zu den Piers. Gut, jetzt haben wir schon wieder ein Problem. Jetzt müssen wir den Typen irgendwie ablenken. Nein, es grenzt schon an... So, was haben wir alles für Punkte? Ist da an der Mülltonne irgendwas? Wie lange brauchen denn diese Idioten von der Spurensicherung, um herzukommen? Ach so. Ich muss eine Möglichkeit finden, den Beamten abzulenken. Haben wir denn was zum Ablenken? Mir leuchtet nicht ein... Das ist ein Streifenwagen. Offensichtlich mit Funkgerät. Aha. Wenn ich das Auto aufkriege, könnte ich das Funkgerät benutzen. Das kannte man mit dem Dietrich wieder. Einen Streifenwagen aufbrechen? Warum nicht? Verlängern wir doch mal eben mein Vorstrafenregister. Genau. So, und wie war das jetzt wieder? Ach so, es geht ja relativ Jetzt, leicht. wo es offen ist, sollte ich herausfinden, wie dieses Funkgerät funktioniert. Wenn ich das Funkgerät zum Laufen kriege, könnte ich so tun, als wäre ich bei der Polizei. Vielleicht kann ich sie irgendwie dazu bringen, den Hafen zu verlassen. Gut, jetzt müssen wir mal schauen. Und? Gut, laufen tut schon mal. Was ist das? Hier Funkzentrale, bitte antworten. Da antwortet keiner, muss die falsche Frequenz sein. Aha. Frequenz haben wir da rum hat. Nehmen wir nochmal 365. Hier Funkzentrale, bitte antworten. Da antwortet keiner. Nix. Was haben wir da mit 387? Hier Funkzentrale, bitte antworten. Da antwortet keiner. Oder vielleicht 376? Hier Funkzentrale, bitte antworten. Hier spricht Officer Glasser. Aha. Officer, wie ist die Lage am Hafen? Es regnet, es ist kalt und es liegt eine Leiche auf dem Pier. Und das Beste ist, dass wir die Leiche nicht mal bewegen können, solange die Spurensicherung noch nicht da war. Und wie immer nehmen die sich schön Zeit. Sie hätten schon vor einer Stunde hier sein sollen. Ist die Leiche des Opfers immer noch auf dem Pier? Ja, Lieutenant Malone sagte, dass wir nichts anfassen sollen, solange diese Schnösel mit ihren Pinzetten und Handschuhen noch nicht da waren. Officer, Sie müssen zurück ins Hauptquartier. Negativ.
können wir nicht. Wir können den Anleger nicht verlassen, solange die Spurensicherung noch nicht hier war. Officer, wir brauchen mehr Leute. Tut mir leid, aber wir haben direkte Order von Lieutenant Malone. Selbst wenn das Weiße Haus in die Luft fliegt, können wir hier nicht weg. Also zählt nicht auf mich, solange ihr mir nicht einen Job per Funk anbieten könnt. Officer, Sie müssen etwas tun. Um was geht's denn? So, um was geht's denn? Der Raucher mit der Pistole vielleicht. Das ergibt keinen Sinn. Das gibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Folge dem Lord. Vielleicht mit... Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Die Gleichgültigkeit der Polizei. Der Polizeifunk. Sie müssen das Binkle Aha. Taxiunternehmen anfunken. Die vermissen einen Taxifahrer auf der Lower East Side. Soll das ein Witz sein? Nein, Officer. Wir haben einfach niemanden hier, der sich drum kümmern könnte. Scheiße. Ich muss nicht nur mit dem Regen mitten in einem aufgelassenen Hafen klarkommen, sondern soll auch noch einem vermutlich unterbezahlten Taxifahrer hinterherrennen, der einfach nur eine Auszeit nimmt, ohne Bescheid zu geben. Tut mir leid, Officer. Schon gut. Over and out. Wachtmeister Glasser am Binkle Taxiunternehmen. Antworten Sie. Tag, ich rufe Sie wegen dem verschwundenen Taxifahrer an. Nennen Sie mir bitte Ihren Namen. Gut, ich schätze, wir sollten hieraus einen Vorteil ziehen können. Carlos Gallardo. Wann haben Sie das letzte Mal von ihm gehört? Ist er früher schon mal verschwunden? Wie ich vermutet habe, wimmelt der Hafen nur so von Bullen. Ich sollte lieber vorsichtig sein. Wenn auch nur einer der Beamten mich sieht, reicht das für Malone, mich für den Rest meines Lebens in den Knast zu stecken. Oh, ich glaube, das ist Fummel, aber da gesagt. So, rühren Sie die Uli. Wenn auch nur einer dieser Beamten mich sieht, verbringe ich den Rest meines Lebens hinter Gittern. Wenn ich weitergehe, könnte ich entdeckt werden. So, wie machen wir es dann? Eine Schalltafel. Können wir vielleicht da was machen? Hey, was ist los? Der Strom scheint unterbrochen zu sein. Versuch mal, ob du wieder Saft auf die Leitung... Wie denn? Woher zum Geier soll ich das wissen? Sehe ich wie ein Elektriker aus? Lass dir das von Glasser erklären. Der hat den Strom angeschaltet, als wir hergekommen sind. Warum soll ausgerechnet ich das machen? Weil ich keine Lust habe. Und da du neu bei der Truppe bist, machst du gefälligst, was ich dir sage. Aber Hör auf, rumzustottern und such nach Glasser. das ist aber nicht sehr freundlich von dir. Tja, stimmt schon. Die Welt ist schlecht. Jetzt tu mir den Gefallen und beeil dich. Dieser Ort ist so schon schlimm genug. Ohne Licht ist es hier direkt gruselig. Die mussten wir nicht